Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, haben wir wieder die X-Shot auf dem Tisch. Ich hab da, mein Finger tut immer noch ein bisschen weh vom mit rumspielen. Also das geht nicht ganz so gut. Das liegt hauptsächlich daran, gut, also das hat ein paar Gründe, weil bei der Slingshot geht das recht gut, dass man das so runterfallen lassen kann, dass wieder zurückkommt. Das liegt da bei der Slingshot hauptsächlich daran, dass die ausbalanciert ist. Und da Hanna, was ihr seht, wenn ich da meinen Finger so habe, seht, dann müsste man den Trigger auch noch ändern. Deswegen ging das so recht gut, weil da ist der Daumen ist dann aus dem Weg. Was ich festgestellt habe, was aber Gott, so seitlich, ja, ich traue mich das auf dem Tisch nicht ganz so, weil muss man, also den Daumen so rein da. Ja, jetzt, so muss sein. So. Das sind jetzt keine Pfeil drin, ich mag jetzt die nachher nicht aufsammeln. Und jetzt ist natürlich das da noch schön scharfkantig, das seht ihr da. Das ist jetzt nur von dem bisschen rumspielen. Ja, aber gegen das scharfkantig können wir was machen. Das ist das neue Teil. Da habe ich da. Brauche ich mein Seitenschneiderle. Muss ich gerade gucken. Da habe ich da, das seht ihr, das ist so ein Gummiteil. Das können wir jetzt da reinlegen. Das ist da in der Mitte so ein Ding halt einfach. Was ist das, eine Feder dann? Und dann bildet das, da hat ein bisschen Abstand, bildet dann die Nut und presst das da rein. Und der Hanna hat es natürlich das nicht so rausgedruckt. Ich wollte das nicht mit Stützstruktur drucken, deswegen ist das unten halt ein bisschen, ja, nicht so verbunden. Das druckt es halt ins Leere. Jetzt gucke ich kurz. Das ist blöd, wenn ich in die andere Richtung schwätze, wie das Mikrofon ist. Gucke ich kurz nach dem Seitenschneiderle. Das hätte ich. Das machen wir jetzt halt kurz schnell. Dann muss ich euch ein bisschen entertainen währenddessen, dass das nicht gar so langweilig ist, das Geschäft da mir zugucken. Schwätzt mal halt ein bisschen Krust. Ja, 3D-Drucker ist immer noch beschäftigt mit dem eigenen Blaster, das dauert noch ein bisschen. Gut, da habe ich auch. Ja, das Magazin, das dauert halt lang, vor allem wenn man es zweimal macht. Und man dann die Dinge. Ich glaube. Aber im unteren Teil, da bin ich schon gerade dabei. Und da hat es die ersten 2 Versuche. Zum Glück ist es ziemlich am Anfang. Also so bei der ersten Schicht, aber ist trotzdem ein Haufen Zeit. Ein bisschen Material. Und da habe ich mir auch nicht traut, das über Nacht drucken zu lassen, deswegen. Da habe ich so ein blödes Filament ausgesucht. Aber wenn man da nicht gescheit aufpasst, dann verzwirbelt sich das. Und ein bisschen bloß Eulage irgendeine falsch hat. Also da kurz nicht aufpasst beim wieder aufrollen oder so. Oder vielleicht war es auch ein Werk, ich weiß es nicht. Das kann ja auch sein, dass das mal blöd überlappt und dann verklemmt sich das und der Extruder bewegt sich nicht und dementsprechend verschiebt die Lage und da ist der Druck halt einfach für die Katz. Oder für die Fiers, oder was auch immer dann lieber ist. So, da ist der Durchstoßen. In andere Richtung. Guck mal. Vielleicht können wir jetzt endlich das Klebeband auch entfernen. Das machen wir einfach schnell. Schnell auf. Ich hoffe, dass das passt. Ja, meine Daumentechnik wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist so. Da bin ich am Überlegen. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht dafür ausgelegt. Mein Daumen ist da an der Stelle viel zu dick. Das müsste haben. Ja, da noch unter ein bisschen. Und dann müsste die Seite, auch nochmal, die habe ich natürlich nicht gefeilt. Den Teil habe ich gefeilt, das ist dann ganz angenehm. Also, aber so nach unten, das
Ja, das ist halt das muss man mit Schwung machen und dann wieder beim wieder einrasten, dann müssen wir das Triggerle auch ändern. Und wenn wir es dann aufmachen, dann können wir den ganzen Hebel auch abpassen, dass das dann einfach, das passt. Weil, ja, das Schönste ist es jetzt so nett, also und das sehe ich jetzt auch, weil das recht lobig ist, wenig Möglichkeiten damit rumzuspielen. Was wir machen können, ist das dann noch verkleiden und da Phase rein. Oder das doch irgendwann mal ganz aus Gummi drucken. Und gucken, ob das passt. Aber das mit dem Einlegeteil, das bietet halt ja die Option, dass man das recht einfach ändern kann. So, da seht ihr das ganze Kladderadatsch von. Ich glaube, das lassen wir drin. Aus dem Isolierband. So. Ja, scheißele. Das mit dem, die Mutter geht doch nicht raus. Ach so, Gott. Weil das muss ich jetzt noch. Sonst müsste ich doch einen Schnitt machen, da habe ich halt keine Lust. Das halt Schreible suchen. Aber also, so passt das. Hoffentlich habe ich das hier. Ah, wunderbar. Wie wenn ich es gemessen hätte. Wunderbar, das ist ja. Der Teil passt. Und dann noch irgendwann mal auf das Klebeband verzichten können. Und zumindest den Teil richtig. Und dann machen wir noch Deckel drauf. Also da die Seite klebt man drauf, wenn die Schrauben drin sind. Und die andere Seite auch. Und dann machen wir halt Löcher für die Schraube rein, dass man so habe ich mir das überlegt, dass man das wieder entfernen kann. Aber erst will ich, dass das ohne Klebeband gegangen tut. Gott, gegangen tut. Ich glaube, das ist Schwäbisch Grammatik. Also ein Krust. Das ist jetzt halt. Und auf der Unterseite hat das mit der Phase nicht so gut funktioniert. So. So, das muss man ein bisschen neu komplementieren. Ja, das hätte ich auch mal das ist Gefluche. Nein, das geht noch. Hab schlimmere Sachen. Simmer. Hab da ein paar Projekte, wo ich schlimmer fluche. Erinnere nur ans letzte Video. Und wahrscheinlich das nächste. Das weiß ich nicht genau, in welcher Reihenfolge die Videos veröffentlicht, dass ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal ist. Und dann bauen wir da eigene Blaster zusammen. Irgendwann mal, sobald der Drucker fertig ist. Und bis dahin schaffen wir was anderes. Gucken wir uns vielleicht mal noch andere Blaster oder so. Also, was ich damit sagen will. Es bleibt spannend. Also der Abo da, es lohnt sich. Und es ist umsonst. Also nicht umsonst, es ist gratis. Das bringt schon was, also ist nicht umsonst. Aber es kostet nichts. Das ist das Wichtigste. Und wenn es euch gefällt oder wenn ihr Anregungen habt, lasst einen Kommentar da. So. Aber die Zeit zum Schrauben auch sinnvoll genutzt. Oh, das braucht jetzt schon. Oh, das ist jetzt. Oh. Ja, das habe ich vergessen. Da ist ein Spalt. Das ist jetzt. Das füllt das Gummidol nicht ganz aus. Das darf ich nicht komplett ausziehen. Das war bei dem. Da war der Spalt groß. Da war kein Spalt da. Das hebt jetzt. Oder seht ihr jetzt? Das ist jetzt der Hanne. Ah, fast. Das sollte jetzt eigentlich besser aufliegen. Oh, okay, das ist besser. Ja, so. Das ist besser. Ich glaube, ein bisschen mehr Platz in die Richtung darf ich noch geben.
Und dann kann man das, dann kann man zum einen das da, weil das ist jetzt ein bisschen Gummierung bloß. Und das ist jetzt kann man das mit dem Daumen. Ach. Das ist gemütlicher, ja. Das müsste man. Also ich glaube, da muss ich einfach so viel wie möglich rausholen, dass ich da noch in die Richtung so nah wie möglich in die Schraube nachgehe, dass man das Gummiding so groß wie möglich machen kann. Das bringt schon ein bisschen was. Und das muss man das Triggerle anpassen. Oh, demonstriere das euch jetzt mal. Weil das ist. Oder man macht es halt dann. Nee, so. Das ist dann auch nicht. Das ist keine Verbesserung. Muss schon so sein. Und dann ist das jetzt. Dann will man eigentlich den Fänger. Oh, das Triggerle muss anders sein. Dann will man eigentlich den Fänger unter aufliegen lassen. Und dann stoßt der da gegen den Trigger. Und dann verliert man Schwung. Oder tut sich halt weh. Das heißt, das Triggerle muss idealerweise da ein bisschen abgerundet werden. Und dann machen wir einfach ein neues Triggerle. Gucken wir uns an, wie das so zu entwerfen ist. Und ich teste das mal. Das müsst ihr mir jetzt halt glauben. Ich habe immer noch keinen besseren Kamerawinkel gefunden. Mann, kann ich die Ding. Das sieht halt wild aus. Aber da ist der Vorteil, da will man den Finger eigentlich so halten, dass der Hand ist. Und dann ist der schön aus dem Weg. Und dann müsste ich dann der Hand irgendwie gucken, dass man entweder die Gummierung innen, ja, das wird auch nicht, wird schwer, dass man da noch mal Gummierung drauf hat. Aber wie, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Das hat halt schon, und jetzt stellt euch das zweihändig vor. Das hat halt schon cool, das Faktor. Ich glaube, da ist jeder einfach irritiert. Und dann so Ziele. Aber das geht recht gut. Also, mal abgesehen davon, dass es der Hand halt scharfkantig ist, aber das sind auch Dinge, die sich mit einer Feile beheben lassen. Ja. Ja, bin zufrieden da mit dem Fortschritt. Also. Und wenn wir das aufmachen, dann können wir mal gucken, wie das Hebel da denn aufgebaut ist. Ob wir dann nicht sagen, komm, das machen wir jetzt komplett, weil dann sind wir gestalterisch frei. Dann können wir da die Schraube dann ein bisschen nach runter positionieren, da schön viel Gummi nachmachen und das da alles wegmachen. Also das, der die dann auch noch, ja, so rum irgendwie. Da dürfte es besser aussehen. Und dann mal da oben lassen wir das hier gerade verlaufen. Das überlegen wir uns. Wenn wir den schon offen haben, irgendwann mal wieder vorne. Also der vordere Teil, ich meine, der Griff, der gefällt mir, der darf so bleiben. Und mit dem Druck. Mir gefällt das vorne auch. Also als Blaster-Idee ist es toll. Aber mir hätte es halt gefallen, wenn das doch ein bisschen schlanker wäre und alles. Also, das wäre auch cool. Aber ja, da lassen wir uns was überlegen. Das läuft ja nicht weg. Aber für das ist wenigstens mal Erfolg. Nach der halben Enttäuschung da gestern. Ja. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was der Druckermesser auswirft. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.